Die USA, Australien und Großbritannien haben ein Sicherheitsabkommen abgeschlossen, das Australien US-Technologie zum Bau atomarer U-Boote zur Verfügung stellt. China kritisierte den Pakt, der strategische Interessen im Indopazifik verfolgt. Nur wenige Tage nach dem Test von Marschflugkörpern hat Nordkorea nach Angaben des südkoreanischen Militärs 2 Kurzstreckenraketen abgefeuert. Die Tests erfolgten während eines Besuchs des chinesischen Außenministers in Südkorea. Laut Michelle Bachelet, der Hohen Kommissarin für Menschenrechte, seien insbesondere unsere Menschenrechte durch KI-Systeme bedroht. Die Art und Weise, wie diese Daten sammeln, speichern und nutzen, sei eine der dringendsten Menschenrechtsfragen, mit denen wir konfrontiert sind. Der Bericht analysiert die Art und Weise, wie KI die Menschenrechte beeinflussen kann, einschließlich Privatsphäre, Gesundheit und Bildung sowie Bewegungs-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Das Europaparlament hat beschlossen, die Übergangsregierung der Taliban nicht anzuerkennen. Dennoch müsse man mit ihnen auf logistischer und organisatorischer Ebene verhandeln. In Kasachstan wird ein neues Mediengesetz vorbereitet. Sollte dieses Gesetz angenommen werden, müssen Firmen aus sozialen Netzwerken eine Zweigstelle in Kasachstan eröffnen. Eine Genfer Fotoausstellung zur Lage der Uigurinnen und Uiguren in China sorgt für Unmut. Die Ausstellung wurde von den USA mitfinanziert. Deshalb wirft die Vertretung Chinas den USA bei den Vereinten Nationen in Genf niedere politische Tricks vor. Es handle sich um Desinformation. Die USA würden damit eine moralische Grenze überschreiten, heißt es in einer Mitteilung. Bei der Verkündung eines bedeutsamen Sicherheitsbündnisses zwischen den USA, Großbritannien und Australien hat sich Joe Biden erneut einen verbalen Ausrutscher erlaubt.